Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute spielen wir WWE 2K18. Fangen wir mal direkt an. Normal Match. Wie das so belebt. Denn The Rock. Ich gucke mal, wo den ist. Ah, du hast ihn. Der kann doch bestimmt aus dem Film. Er möchte viel Filme. Dann, wie geht man als Gegner holen? Einen Undertaker. Der kann da vielleicht doch. Mal Smackdown hier. Den Einzug muss ich ausmachen, weil die könnt Musik nicht hören, wenn es dem Urheberrecht. Ich gebe kein Urheberrecht verstoßen und ich kann das leider nicht machen. So, also, nächste Match. Den The Rock gegen Undertaker. Den The Rock gouf übrigens für seinen Pop trainiert. Ganz interessant so. Juwelisch so. So, und da fangen wir an. Schleern an der Eck am Corner, wie sich so. Und Undertaker kann blocken. Aber ich kann auch blocken. Muss man am richtigen Moment drücken. So, das ist der berühmte Schlo, der gefällt mir ganz gut bei ihm. Wenn schon mal gut gefallen an dem neuen Wrestling-Spiel, dass die Gegner und wenn sie bald so geschwächt sind, dann robben sie sich bei Zählern und dann klettern sie so Seele rup. Das fand ich sehr gut gemacht, sieht richtig gut aus. Wie fand ihr das? Also ich fand es ganz gut. Also, mir überhaupt, guck dir an Wrestling, weil ich gucke Wrestling ganz gern. Als kannte ich angefangen Wrestling zu gucken. Und sie seitdem wirklich begeisterten Wrestling Gucker, so mal so, der Zuschauer. Wenn die gibt gucken, könnt ruhig drinnen schreiben oder so. Oder auch ob dir vielleicht Wrestling-Spieler spielt, da kann man denken, etwas ausmachen, vielleicht ein Online-Match. Kann da denken, sie muss spielen, kann mich wirklich freuen. So, look inside finishing move, that's the people's elbow. Vielleicht geht ja durch. Eins, zwei. Ja, den Undertaker kommt raus. Den Undertaker kommt raus. So, oder du siehst da innen drin da so kleine blaue Zehen. Undertaker hat ein Comeback-Move-Ding gekriegt. Das ist, wenn der möchte, ich bin zwar zu blocken, ich krieg ihn doof geblockt, da muss ich am richtigen Moment drücken. Ah, ist mir leider nicht gelungen. Fand ich auch gut gemacht, die Comeback-Sequenzen. Also das ist ein Signatur-Move. Den Jokeslam. Ich hoffe, ich kann einfach mal am The Rock im Match zurückkommen. Den The Rock war übrigens als ich kehr WWF Champion, dem uns nach WWF gehecht, haut ich so WW, gouf 1998 bei der Soy, was wie eine Großveranstaltung. Und noch verschiedene Spitznamen, The People's Champion, The Great One, The Brahma Bull. Oder was mir noch ganz gut gefällt, The Most Electrifying Man in all of Entertainment. So, look, könnte sein, ich denke, The People's Elbow. Vielleicht geht ja da.
se schön an der Replay Animation geht ja du schon nicht sollte machen immer von den bisschen weiter kann gehe ich noch im Luft holen geht da wo du ja gewonnen schön finishing move du se noch Sternhand run du se wie gute Match war no hier Meinung du von 3,5 Sterne war der das schw dann muss ich kontieren das wirklich schwer weil das geht dem ganzen Anker ein speziell Not großartig okay so dann machen wir noch ein Match. Was kann man noch machen? Vielleicht mal ein Stahlkäfig-Match. Und zwar schon heute ein Boitat von 1990 gemacht. Verschiedene von ihr, die auch schon lange Wrestling gucken, so wie ich, ne? Die wissen, wie flott der Wrestling damals war. Wirklich schön dynamisch, flott, mit schön, ganz schöner Kleidung. Da sind auch die Boitat in Kleidung nur gemacht von 1990. Kann ich mal ein Programm vom Spiel aus kann ich eine ege Kleidung kreieren wie Lust tut. So machen wir heute ein Champion Match gegen den Ric Flair. Und zwar also Champion machen wir ein Titelmatch heute. Der Boitat übrigens als auch wo se Pop trainiert gin vom Stu Hart sehr Pop geheescht Pader net schon 1976 war sein Debüt am Wrestling war net an der WWE haut wie se haut hecht freier als mich spe zu der WWF gehecht sind ein bisschen immer anderen los sein. So schöne Bodyslam. Put Shops. Eine schöne Clothesline. Ich kommentiere die Aktion immer so gern. Ich hoffe nicht steht oder nicht. Ich mache das immer schon gern. Ich habe das schon mal gern gemacht. Ich weiß nicht wie. So, da kann ich das Corner. Muss man sich aufpassen, dass nicht blockt. Ne? Wenn ihn am richtigen Moment blockt, dann war es halt. Dann hört er nicht. Nein, so sieht noch alles gut aus. Gesagt noch, das war verschiedene angespart und da musst du Wrestling wie flott, weil du gesagt die Arena auch schön. Die haben schon nicht selber gemacht. Kann noch selber Arena machen, an Ring, also am Logo. Das haben ich auch gemacht, verschiedene Arenen und Shows. Und dem war dann für mich bunt, für mich flotter so. Und ich weiß nicht, wie sie dir, wenn ich Wrestling-Fan noch drin hast, dann kann er vielleicht 10 Minuten drin schreiben, geht mich schwer. So, und du Ric Flair. So typisch, sein Joke da, wurde. Ric Flair doch ganz viele Erreichen am Wrestling, praktisch alles Erreichen am Wrestling, was die kann erreichen. Mittlerweile sind zwar auch am Ruhestand, genau wie der Boitat. Und gerade beim Boitat, sein Name war auch noch Body Hard. Spitzt um den Hitman. An der Hall of Fame 2006 als Nobgold gehen. Er war 5-mal WWF-Champion, derzeit wird noch WWF. 2-mal WWF Intercontinental Champion. Wie spät WW United States Champion. Und 2-mal WWF World Tag Team Champion am Jim Knight hat. Noch 2 Leute verstorben für kurzem. Ein Beileid
auch denke an gouf immer bei Wumble sie Gewinner ich stung am Lex Luger als letzten am Ring 1994 anders zweimal King of the Ring Turniergewinner 1991 und 1993 just als kleine Info nebenbei für Leute sind dabei die Western gerne gucken die wissen wo der Schwarz neu und dann kann schöne Laptop wieder den Arm Ric Flair kaum blocken Ric Flair für Stratege er war ganz clever und ganz gewitzt und schön Job gelaufen ja so bin geht durch er kann auch pinnen gehen verschiedene Möglichkeiten heute gewonnen einfach durch Pin aus dem Ring also aus dem Käfig klammen oder durch Abgabe mir das fand nicht immer so muss verstehen dass ganz am Anfang wo du das Match angefordert du goufst rausklammen mittlerweile hun du Regel ein bisschen geändert für war keine Ahnung oder du Wegflare am geblockt weiß mal sein Stomp du du muss am richtigen Moment X drücken schnell Dreieck gedrückt beim Widerstand das von der Inne gesieht hat er so viel erklärt dass finisher Symbol von so roten wann da beim Pin nämlich rechtsseitig kann gedrücken und dreht den Dreieck dem Moment dann kann er rauskommen verschwunden aber allerdings die finisher Symbol also, muss noch gucken du das gezielt anzusetzen und das so sei finde ich den Finger vor Leglock schaffen ich komme doch raus das sei finishing move da muss ich mein Bluen aus ein Rode bringen das mal gelungen ja Flair kaum blocken hat viel so Moves so Aufgabe hat noch viel gesagt noch möchte muss mein Blu man der Tod bringen das mal gelungen oder besser gesagt pardon also der Bluen der windet an der Rode bringen wann Javaloden de Gegner op dat ich will zur Aufgabe zwingen da muss ich den de Bluen an der Rode bringen andernfalls muss ich mein Bluen die Gegner also die andere Richtung an die Gegner Richtung bringen dat ich rauskomme kann ich mal Clothesline rausbringen da so nach Taunt wie möchte kleinen Dropkick nach so und das sei finde ich Move der Scharfshooter ich hoffe das geht so und das durchgegangen schon der Match gewonnen war kein einfacher Match muss sagen der Ric Flair hat man Leben nicht gerade einfach gemacht im Match gesagt Highlights vom Match gefällt mir immer ganz gut so ist der heute noch so das von ihm klar das ist normal seine Scharfshooter an der Animation
So, und das war mein Video für WW2K18. Ich hoffe, ihr hat das Video gefallen. Wenn ja, dann weiß man dann einfach mal ein Like oder noch besser. Abonniert mich einfach. Tut mir Spaß gemacht. Und die hört von mir, ne? Ganz bestimmt. Bis dann. Ihre Spielkarte. Ade.